Hallo miteinander, da sind wir wieder bei Jutis Let's Play Little Bit Workshop. Ja, immer noch die Qual der Wahl, was wir das letzte Mal beschlossen haben. Wir machen die Orkkühle, die ist einfach zum Herstellen. Mit 134, ja, wird man nicht reich, aber ist ganz solid. Und ich kann noch irgendetwas mit Plastik machen. Spielzeugessen wäre interessant, ist aber ja, ist noch ein bisschen zu blöd. Ich muss jetzt mehrere Werkbänke anschaffen. Das ist im Moment mit dem Startbudget noch nicht möglich. Also sonst haben wir die drei Gegenstände. 1,51, 1,21, 1,08. Der Bürzelente, ja, das ist klar vom Abwärtstrend. Man sieht, dass sich der mal ändern tut. Der Sandkasten mache einen Profit von 150. Brauche ich zusammensetzen und Plastikformen. Und bei den Gummienten Plastikform malen. Das wäre eigentlich komplett unabhängig von der anderen, von der Kühlerproduktion. Kühlerproduktion brauche ich zusammensetzen. Und ich weiß immer noch nicht, was das genau ist. Keine Ahnung. Ich weiß nur, was es auch immer ist, ist gerade 25%. Okay, machen wir das so. Dann kaufe ich nämlich jetzt noch 2 Stationen für Gummienten. Das wäre Plastik schmelzen und anstreichen. Plastik schmelzen und anstreichen. So. Ich glaube, dass ich die irgendwie kann. Das ist der 6. Wie die knapp so reinpassen, oder? So eine und 2 von denen. Zum nachher erweitern. Sehr gut. So, nochmal fast 4000 weg. Nehmen wir das mal anliefern. Und während das geliefert wird, zeige ich jetzt noch, dass wir das letzte Mal schon kurz angetönt haben, warum die Leute immer so schnell wieder am Käfeln sind. Das hängt mit dem Raumeffekt zusammen. Man sieht hier, Maschinen, die produzieren Lärm. Lärm schlägt auf die Laune. Da oben sind wir jetzt bei den 2 Stationen, je -5, -10, die Laune -10. Da ist es sogar ein bisschen mehr. Dem entgegenwirken kann man nachher mit Deko. Da habe ich da noch ein bisschen Platz gelassen. Das ist zum Beispiel die fleischfressende Pflanze, die hat einen +20. Da komme ich da in dem Raum bis +4, das ist soweit mal okay. Und da oben machen wir auch so eine Pflanze an. Ja. Kostet natürlich wieder Geld, aber zumindest haben wir dann ein bisschen bessere Laune. Und da im Kaffee können wir eigentlich auch noch einen rein tun. Mal schauen, wenn wir Schwein haben, wird das noch mit dem gleichen Lastwagen angeliefert. In der Regel ist das auch relativ flexibel und muss nicht nochmal eine neue Ladung bringen, wenn man es noch innerhalb vom gleichen Andrucken hat. So, ein bisschen Gas geben. Da haben wir Pech gehabt, da kommt er nochmal. Ich mache es jetzt noch schnell, bevor ich den Auftrag annehme. Sehr schön. So, jetzt ist aber Zeit. Ich starte mit der Orkkühle. Wir haben Holzklotz, der wird mit dem Kreis in der Form bearbeitet. Er wird nachher mit den Nägeln zusammengesetzt, an den 2 Stationen. Ja, fertig. Gewinn von 134. Ich mache mal 5 Stück. So, nicht, dass das Ganze da überläuft. Und dann Gummienten. Mal schauen, ob wir das in der gleichen Lieferung überkommen. Kann ich noch die Farbe wählen vom Plastikkanal. Entweder machen sie braun, gel. Gummienten muss gel sein, sicher nicht rot. Dann die Schmelzstation.
Und die Streichstation mit 100% Gummienten gibt den Profit und dann machen wir auch mal 5. Zielwerte sind erreicht, sehr schön. Los! Ich beschleunige mal ein bisschen. So, Material wird angeliefert, schnell gegangen, sind Holzklötze ausgeladen werden. Was da ist, die Maschine muss einmal konfiguriert werden, die Plastikformmaschine. Das wird schon vorbereitet, bevor das Material angeladen ist. Der fängt schon mit dem Holzklotz an, Kühle zu machen. Da kommt noch ein Klotz, gibt noch ein bisschen Gas. Noch mehr Klötze, ja, müssen ja 5 Klötze, die geliefert werden. Und jetzt kommt noch das Plastikgranulat. Da. Also, los geht's. Jetzt sehen wir natürlich aber auch, ich habe zu wenig Mitarbeiter. Damit die 2 Stücke voll auslagern, tue ich jetzt noch 2 Bedienmitarbeiter kaufen. Die können das Klötz runter, werden auf magische Weise lebendig. Da sind die Arbeiter sicher gut ausgelastet bei diesen Schritten und dem Kaffeepotenzial. Jetzt sehen wir da noch ein kleines Problem. Und zwar, ich habe zu wenig Lagerfläche. Das heisst, die Kühle die werden hier geliefert, beziehungsweise gelagert. Ich habe nicht Platz da drin. Ich werde jetzt da den vergrößern müssen. Ist jetzt natürlich blöd gelegen wegen dem Eingang. Das zeige ich jetzt gerade, warum das so ist. Und zwar, wenn wir auf die Schnecke gehen, sehen wir den Weg. Rot ist natürlich klar, das sind langsam. Wenn jetzt da die Kühle anlegt, dann wird dann ein roter Bereich geformt und da sind entsprechend Fortbewegungsgeschwindigkeiten sehr mies. Und das gerade vom Eingang ist, ja, muss ich glaube nicht gross erklären, dass es nicht so wahnsinnig ideal ist. Ich tue jetzt einmal die Truhe wegstellen, da kommen da mal irgendwelche Reste rein. Und schaut dann, dass man mal temporär die Eingangstür anbauen kann. Da kommen sie hier rein ins Lager, aber auch die Produktionsstätte ist sicher nicht so wahnsinnig ideal, aber im Moment muss ich halt nehmen, was ich habe. Darum will ich dann schauen, dass ich als allererstes, wenn ich einen zusätzlichen Erfahrungspunkt am Bauhaus freischalte, weil mit dem kann man dann zusätzliche Räume schaffen, Wände bauen und Türen, dass wir das die Fabrik einfacher oder besser optimieren und gestalten können. So, ich nehme den Schneck wieder raus. Was es noch gibt, sind Reparaturen. Die Werkbank, wenn sie benutzt werden, nutzt sich ab. Wenn die dann repariert werden, das ist günstig Flammen auf. Das ist ja so, ich kann mal so eine Werkbank anklicken. Je beschädigter das sie sind, umso weniger effizient sind sie natürlich. Da gibt es die einzelnen Stufen. Da ist er dann nur noch bei 75% und dann unten ist er nur noch bei 10%. Es wird visuell angezeigt, sobald eine Bank repariert werden muss. Das sehen wir dann, sobald es soweit ist. Und Arbeitsplatzprioritäten habe ich bis jetzt noch nie gebraucht, kann ich jetzt auch noch nicht schlecht sagen. Vielleicht finden wir das im Laufe des Let's Play raus, was das auf sich hat. Also, das Wichtigste ist erklärt. Ich gebe jetzt da mal Gas, damit die Sache produziert wird. Wir müssen jetzt mal ein bisschen Geld verdienen und Erfahrungspunkte generieren. Wenn wir das gemacht haben, können wir zusätzliche Maschinen kaufen, zusätzliche Räume aufbauen und das Ganze dann wiederum mit anderen Produkten füllen und noch mehr verdienen. Die Orkkühler sind fertig, das sehen wir jetzt so noch. Ich mache den Markt auf, ich sage liefern. Da kommt jetzt auch wieder ein Lastwagen und wird die ganze Kühle hier abholen. Wunderbar. Wer will schon nicht so eine wunderschöne Orkkühle hier haben? Die Gummiente ist auch fertig. Die wir auch ausliefern.
Ja, entsprechend ist es Zeit für neue Produkte. Ich schaue jetzt nochmal beim Plastik, den würde ich gerne machen, dann müssen wir aber noch zuerst neue Maschinen zulegen. Da habe ich im Moment einfach noch zu wenig Geld, das braucht nicht die Videospiele. Sie beschneidet sich dann wieder. Der hat zwar auch gewisse Beschneidung. Also für den, wenn ich den aufnehme, muss ich 3 neue Maschinen. Einen zweiten Former, einen zweiten Streich und einen zweiten Montage. Das kostet einfach zu viel Geld. Das sind 2,8. 4, 6, etwa 7000. 7000 Stutz, das kann man im Moment einfach nicht leisten. Nein, darum machen wir da noch mal weiter. Die gehen zwar preislich ein bisschen ab, aber ist immer noch gut. Machen wir doch noch mal 5 von denen. Und von den Händen machen wir gerade 10, weil das ist alles Kleinteil, die werden das Lager nicht verstopfen. So. Ja, das ist so ein bisschen der Einstieg, den ich gefunden habe. Er ist einigermaßen sinnvoll. Mal auf 2 Materialien konzentrieren. Holz ist eigentlich gesetzt von der Startquests oder Aufgaben, die man bekommt. Plastik ist halt am Anfang sehr einfach, weil es nur die 2 Maschinen gibt, die man braucht, oder nur die eine Maschine zum Plastik zu formen. Und Metall hat halt einfach das Problem, dass die gleiche Komplexität wie Holz. Das heisst, ich müsste dort deutlich mehr Maschinen zulegen. Das tut mich im Moment ineffizient. Wird Metall aber früher oder später mitnehmen müssen, damit man die nötige Stabilität erreicht, ohne Premium-Materialien. Aber da würde ich jetzt zuerst mal ein bisschen Geld verdienen und dann vor allem neue Räumlichkeiten aufbauen, wo ich dann zusätzlich Gerätepark reinbringen kann. Der Räume ist so, dass natürlich dort eine gewisse Einschränkung ist. Also ich kann jetzt nicht so einen Raum komplett mit Maschinen zufüllen, weil dann einfach die Laune zu stark sinken würde. Ich muss immer noch Deko dazu machen. Und ich muss auch schauen, dass die Maschinen auch rote Zonen bei der Vorbewegung generieren. Dass ich dann noch genug freie Fläche habe, wo sich meine Mitarbeiter... Hey, was macht denn der? Der Dussel lässt einfach das Granulat fallen. Damit die sich noch effizient fortbewegen und nicht nur im schnellen Tempo umeinander huschen. Darum ist natürlich die Anrichtung da mit dieser Lagerfläche ziemlich blöd. Jetzt mal schauen, ob der ist am Steigen. 95 ist jetzt nicht wahnsinnig viel. Dort haben wir gesagt, brauchen wir Eisen. 9,8. Ja, ich glaube im Moment ist das wirklich am besten. Ich muss dann schauen, dass ich den Plastik durchdacht. Ja, die geile Gummiente ist jetzt wirklich nicht so der Hit. Ich denke, das nächste muss ich wirklich schauen, dass ich die 3 Maschinen kann zulegen, damit ich dort auf was heisst das? Spielzeug essen. Spielzeug essen. Ein Burger und ein Shake. Ja, so wird man schon als Kind indoktriniert. Ab zum Mac. Also, ich gebe ein bisschen Gas. Jetzt ist eine relativ langweilige Phase, wie ich finde. Es geht einfach darum, mal ein bisschen Geld zu machen und dann muss man einfach aufpassen, dass man nicht anfängt, aus lauter Langweile zu vergrössern und einzukaufen, bis man kein Geld mehr hat. Das sind 2 Sachen. Jetzt passiert zum einen in der Rangliste. Ich bin nicht mehr der Schlechteste. Wow, ich bin sogar 5 Ränge aufgestiegen. Juhu, juhu. Und ich habe eine neue NPC-Aufgabe bekommen. Und zwar Sandkasten-Kit. Das passt super. Nur blöd, bin ich noch 10 Enten machen. Ich den Plan erstelle. Es gibt zwar eine Überschneidung mit der Montagestation, aber das ist okay.
passt gut. Ich gebe ein bisschen Gas. Jetzt muss ich natürlich zuerst schauen, dass die Entenproduktion durchgelaufen ist. Die Kühle sind fertig, werden ausgeliefert. Ich nehme sie jetzt mal noch nicht neu an, weil ich ja eine Montagestation nachher für das Spielzeugset brauche. So, schneller, 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 schneller. Bauen die Enten. So, fertig. Und ausliefern. Ausliefern. Sehr schön. Gut, Ente verkauft, ein bisschen Geld verdient. Und jetzt nehme ich den Auftrag an. Wichtig bei diesen NPC-Aufträgen ist, die sind immer an das Zeitlimit gebunden. Also nehmt die wirklich erst an, wenn sie bereit sind dafür. So, Bauplan. Ja, machen wir den mal rot. Ich könnte den mixen, das sieht eigentlich noch... Ich wollte aber die Schäufeli gelb und... die rot. Sehr schön. Dann haben wir halt nur einen, das muss jetzt sequenziell abgearbeitet werden. Das könnte das Problem werden jetzt mit dem Zeitlimit. Jetzt mal schauen, ich kann mal den ersten Schritt wagen, ich kaufe mir einen zweiten. Genau. Haben wir eh vor, nachher für Spielzeug essen. Das heisst, ich kaufe mir jetzt einen zweiten. Plastikformer, da ist er, fertig gebaut. So, dann kann ich euch gerade ein weiteres neues Feature zeigen und erklären. Gut. Jetzt im Moment muss ich es noch manuell machen. Nachher, ich habe es mal kurz gezeigt, es gibt so Schalttafel, wo maschinengleichen Types miteinander verbinden und nach die automatisch auslasten. Im Moment mache ich es manuell. Das heisst, wir bauen das Schäufeli dort und der Kessel da. Zusammensetzen ist klar, 15 Stück davon. Los geht's. Zum Koordinieren, da sieht man sich zum Beispiel ein Zeichen gemacht. Ich habe beide Aufträge der gleichen Maschine gegeben. Kann ich jetzt aber nachher, ich habe den jetzt übergeben. Das heisst, ich habe jetzt bei dem den Kessel und da die Schaufel, damit das Ganze aufgeteilt ist. Man kann die Aufträge auch splitten. Also ich kann zum Beispiel sagen, von den 15 will ich jetzt 7, 8 aufteilen. Ich kann Priorität von den einzelnen Aufträgen verstellen. Wenn ich das gesplittet habe, kann ich es zum Beispiel auch wieder auf andere Maschinen aufteilen. Der hat jetzt nichts zu tun. Da oben sind die 14 Sandkastensitze, Kitzsitze, mein Gott, aufgelistet. Ja, da wird jetzt einiges Material angeliefert. Ich würde sagen, die lassen wir jetzt einmal voll Gas durchlaufen. Was man jetzt auch noch sieht, ist der Fortschrittsbalken. Ich weiß nicht, ob ihr das vorher gesehen habt. Wir müssen vielleicht die Aufnahme noch mal kurz zurückgehen. Da hat es vorher einen roten Teil gehabt. Das bedeutet, ich bin eigentlich im Zeitplan hinten an. Der hat sich jetzt gerade ausgeglichen, nachdem da die Produktion voll angefangen hat mit dieser Maschine. Und jetzt ist er schon grün. Das heisst, ich bin vom Fortschritt her am Zeitfenster voraus. Gutes Zeichen, dass ich den Auftrag rechtzeitig erfüllen können. So, wir müssen dann noch kurz arbeiten. Läuft, würde ich sagen. Käfeln und Kessel herstellen, so muss es sein. Ja, das wäre dann schon wieder eine Episode gewesen, 20 Minuten erreicht. Ich würde sagen, ich breche da mal ab. Und die nächste Episode, die kommt am Morgen, wenn ihr Spass daran habt. Die langweilige Startphase mit mir gemeinsam durchzustehen, bevor es irgendwann mal ein bisschen anspruchsvoller wird mit Raum bauen, neue Maschinenpark, Produktionsketten aufbauen. Geht noch einen Moment, aber ich gebe mir Mühe, da möglichst schnell durchzukommen. Wenn man entsprechend mit schneller Geschwindigkeit arbeitet, sollte das auch relativ schnell gehen. Ich denke, nach dem Auftrag werden wir sogar die Stufe 2 haben und dann können wir bereits anfangen, ein bisschen zu bauen.
Ja, aber nicht heute, das ist die nächste Episode. Schaut dann wieder rein. Bis dann. Tschüss.